Ich bin dann gleich hergelaufen und habe mir das angeschaut und war komplett schockiert. Das ist pure Gewalt, das war ein Panzerglas. Wolfgang Flatz ist bestohlen worden. Der österreichische Aktionskünstler mit Hang zu Performances, die die Grenzen des Körpers strapazieren, ist mental verwundet. Ein Kunstwerk wurde zerstört. Ich wurde von der Hausverwaltung angerufen, dass es einen Einbruch in der Erlöserkapelle auf Heaven 7 gab und dass die Polizei schon da ist und die Spurensicherung. Sein Gesamtkunstwerk, ein Dachgarten in Sendling. Das Gelände musste er aufgeben, nachdem mehrfach die Hauseigentümer wechselten. Der Garten soll sukzessive abgebaut werden. Den Zugang sichern Stahltüren. Sie waren unversehrt und Flatz weiß, dass man da eigentlich nur raufkommen kann, wenn man einen Schlüssel hat oder wenn offen war. Ich habe Vermutung, dass das Insiderwissen war. Anderer Schauplatz. Manching am 22. November 2022. Einbruch im Kelten- und Römermuseum. Stolz des Museums, ein Goldschatz aus der Zeit 100 vor Christus. Alles weg. Nur eine Goldmünze wurde übersehen. Einer der Ermittler ist Christian Klein, Leiter der Kunstfahndung beim Landeskriminalamt. Es ist der wahrscheinlich spektakulärste Fall seines Lebens. Der Diebstahl selbst oder dieser Einbruch und Diebstahl ist ja erst am nächsten Tag aufgefallen. Und zwar so ab 9, halb 10 Uhr morgens, als eben die ersten Mitarbeiter zum Museum kamen und festgestellt haben, dass einige Sachen nicht stimmen. Erstmal kann man sich gar nicht vorstellen, dass plötzlich in ein Museum eingebrochen wird hier in Bayern. Wir hatten sowas schon seit langem nicht mehr. Natürlich kennen wir solche Geschichten. Dresden ist natürlich, fällt einem immer sofort ein, das grüne Gewölbe. Und dann plötzlich in Bayern. Der Verlust eines Kulturschatzes. 3,724 Kilogramm Gold in Form historischer Münzen, gefunden in der archäologischen Ausgrabungsstätte Oppidum. Man ist erstmal ein bisschen schockiert, dass es tatsächlich passiert und steht dann auch einmal ungläubig da, weil man gar nicht weiß, Mensch, wo soll man denn als nächstes hin? Klar hat man gewisse Mechanismen, die dann sofort anlaufen und natürlich auch Maßnahmen, die man sofort treffen will, um gewisse Spuren natürlich zu sichern. Ganz wichtig für uns war natürlich die Erstkontaktaufnahme mit den Leuten von der Spurensicherung vor Ort, um einfach mal zu erfahren, sind überhaupt brauchbare Spuren da, kann was vermutet werden. Die letzten 125 Jahre zeigen, wie sich Kunstverbrechen verändert haben. Heute zählt meist der reine Materialwert, ob ein Objekt als Diebesgut taugt. Lässt es sich einschmelzen, Edelmetalle und Edelsteine leicht verkaufen? Es scheint so zu sein, dass im Moment mehr auf Wertobjekte geachtet wird. Also vor allen Dingen diese Münze im Bode-Museum, diese große goldene, das war ja so der Anfang von dieser Reihe von Diebstählen, die mehr auf Preziosen ausgerichtet sind als auf Kunstwerke. Susanna Partsch ist Expertin für Kunstdiebstähle. Der Gentleman-Dieb à la Arsène Lupin, eher eine Legende. Die Realität, hoher Goldpreis, knallhartes Kalkül und Gier. Ansonsten sind es häufig Einbrecher, Diebe, die dann plötzlich feststellen, dass es viel einfacher ist, ein Museum auszurauben, als immer in noch eine Villa einzubrechen. In Manching beginnt Tage nach dem Einbruch das große Rätselraten. Die Täter hatten Kabel einer Telekom-Station durchtrennt, tote Kameras und zunächst keinerlei DNA. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so, dass man dann nach 10 Minuten dann da sitzt und sagt, so, jetzt habe ich hier das verknüpft und das verknüpft und das verknüpft. Spurensuche. Schließlich findet die Polizei Tatwerkzeuge. Sie werden später mit anderen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Dieses Brecheisen, das hatten wir anfangs noch gar nicht, sondern das war eigentlich mehr so eine Idee von einem Kollegen, der früher bei der Bereitschaftspolizei war und der da gesagt hat, wir haben rundherum Gewässer, lasst uns doch einmal die Gewässer anschauen. In einem Weiher finden die Ermittler ein Brecheisen. Es ist das entscheidende Verbindungsstück zu einer Bande, die seit Jahren im ganzen Bundesgebiet kleinere Einbrüche begeht. Zurück am Tatort Sendling. Flatz Erlöserkapelle, ein Trümmerfeld. Schlimmer noch, aus dem Schrein wurden 2 Schwerter gestohlen. Das war mal eine Tür von Tiffany. Die Tür war belastbar, war Panzerglas. Das Kunstwerk ist, wie man sieht, ist demoliert.
Und andererseits sind die Schwerter auch historische Artefakte, die nicht mehr wiederzubringen sind. Nur ein Foto zeugt noch von der Installation mit den beiden historischen Schwertern. Die Schwerter sind ursprünglich Krönungsschwerter des König Faruk, des letzten ägyptischen Königs gewesen. Der hat 2 Jahre vor seinem Sturz, also im Jahr 1950, den Konrad Adenauer einen offiziellen Staatsbesuch gemacht und hat ihm die beiden Krönungsschwerter, die sehr wertvoll waren, als Gastgeschenk überreicht. Und natürlich tut einem das in der Seele weh, wenn es so brutale Eingriffe in ein Kunstwerk gibt, nur um scheinbar materielle Dinge eben zu rauben und weiter zu veräußern. Für Bestohlene ist ein Kunstverbrechen immer weit mehr als finanzieller Verlust. Aber auch bei den Tätern ist nicht immer nur die reine Gier das Motiv. Der erste spektakuläre Fall eines geklauten Bildes war die Mona Lisa. Und das war 1911 und wurde erstmal überhaupt nicht bemerkt. Erst nach einem Tag fällt der Diebstahl auf. Der Louvre wird geschlossen, Fingerabdrücke abgeglichen, die Landesgrenzen kontrolliert. La Gioconda bleibt unauffindbar. Im Louvre klafft die nackte Wand. Kafka war zufällig mit seinem Freund Max Brod in Paris, als das gerade passiert war. Der sah dann da die Blumen und die Leute und hat dann geschrieben, es sähe so aus, als ob die Jünger vor dem Grab Mariens stehen würden, was leer ist, weil sie gen Himmel gefahren ist. 2 Jahre bleibt die Mona Lisa verschollen. 1913 wird einem Florentiner Kunsthändler Leonardos Meisterwerk angeboten. Der Dieb wird überführt und sagt, er habe ein historisches Unrecht Frankreichs korrigieren wollen. Vincenzo Perugia hatte gedacht, er würde jetzt einen großen Coup landen und das Bild endlich wieder nach Italien zurückbringen, weil er dachte, Napoleon hätte es geklaut. Denn einst hing die Mona Lisa in Napoleons Schlafzimmer. Heute wird sie zu Tode fotografiert und lächelt unbeirrt. Diese Mona Lisa hat einen solchen Flow bekommen, dass man eigentlich auch gar nicht mehr beurteilen kann, wie toll das Bild ist oder ob es weniger toll ist. Die Leerstelle des Goldschatzes von Manching dagegen klafft immer noch. Irgendwann finden die Ermittler eine kleine Antenne mit Genmaterial, dazu passende Treffer in der Datenbank der Polizei. Ein erster Verdächtiger wird abgehört, gesprochen wird über große Schmelzöfen. Bei der Festnahme finden die Polizisten 18 Goldklumpen. Jeder einzelne besteht aus mehreren eingeschmolzenen keltischen Münzen. Über den Rest schweigen die Täter bis heute. Wir hoffen natürlich, dass wir den Schatz wiederbringen oder wieder beibringen können. Hoffentlich natürlich auch im Original, dass die restlichen Münzen eben nicht eingeschmolzen wurden. Für Christian Klein ist Manching nicht abgeschlossen. In erster Instanz wurden die Täter zu hohen Haftstrafen verurteilt. Es läuft aber noch eine Revision. Und noch fehlen rund 80% des Schatzes. Mit der Kunstfahndungsdatenbank im LKA wird jetzt auch nach den Schwertern von Wolfgang Flatz gesucht. Ein mysteriöser Fall. Übrigens, Flatz wurde schon früher bestohlen, allerdings unwiederbringlich. Das Kunstobjekt verdampft. In den 90er Jahren gab es mal einen Vorfall, als ich eine große Retrospektive hatte in der Kunstsammlung. Da war in der Vitrine mit Glas extra geschützt eine 1 Kilo Haschischplatte, grüner Marokkaner, auf dem in Bronzelettern Shit stand. Und gleich in der ersten Nacht nach der Eröffnung wurde da eingebrochen, das Objekt gestohlen. Also muss man wirklich auch die Glashaube zerstören. Und innen lag ein Zettel, danke Flatz. Rauch und Schall. Und die Kunst? Sie rettet uns vor der Endlichkeit. Deswegen fühlt sich jeder Diebstahl wie ein Pakt mit dem Teufel an.